Das ist kein Halloween-Special. Der Touran hat keinen transplantierten V8 mit 1000 PS. Aber es ist auch kein Horror-Special zum Papis verschrecken. Kinder, singen wir ein Lied. 1 Kilometer à pied, ça ist... Und ich mache kein Video über den Touran, weil ich dringend Autos brauche. Sondern weil der Touran eine Sportikone ist. Ich komme fast nicht nach mit Anfragen von Herstellern, dass ich ihre Autos teste. Grüezi wohl, da ist Driving Distilled. Ja, genau, ja. Ich rufe wegen dem Chiron an. Ja, ich will gerne einen Vergleichstest machen mit dem VW Touran. Mein VW Touran. Ist ein Familienauto mit 7 Plätzen. Hallo? Das ist die zweite Touran-Generation, basierend auf der aktuellen Golf-Plattform. Auch wenn im Konzern mittlerweile fast alles auf der aktuellen Golf-Plattform basiert. Aber es ist schon ein grösserer, höherer Golf, der bis zu 7 Leute passt. Du magst jetzt denken, das ist ja alles schön und gut. Aber wieso in Gottes Namen hast du einen Touran? Das ist schon so. Der Touran oder auch generell VWs sind für mich eigentlich eher unsichtbar gewesen. Immerhin komme ich aus einer BMW-Familie. Aufpassen, gell? Hey, okay. Ich sehe schon. Die Papis werden langsam nervös und alle anderen sind im Tiefschlaf. Aber das hat wohl auch VW befürchtet. Und hat darum dem Touran ein sportliches Lenkrad gegeben, das ohne abflacht ist. Und das ist nicht alles. Alcantara-Sitz, Sportmodus, aha, fast wie ein Golf GTI. Optisch ist der Touran näher am zweiten Facelift vom Vorgänger. Das Design wirkt aber ein bisschen frischer und straffer. Die Farbe ist ein okkasionsfreundliches Reflexsilber Metallic. Also eher unauffällig. Und falls die Pneu vom M5 in Ballon gewirkt haben. Die Felgen sind 17 Zoll groß, also nicht gerade winzig. Aber dank diesen grossen Pneu sieht das Auto ein bisschen ulkig aus. Aber das muss nicht sein. Für den Touran gibt es ein R-Line-Paket, das eine aggressivere Front- und Heckschürze bringt und 18 Zoll Felgen. Da vorne haben wir bei dem jetzt Halogen-Scheinwerfer. Als ich es in angesehen habe, habe ich gedacht, das ist okay, die Xenon werden nicht viel besser sein. Etwa wie Stadionlichter nicht besser sind als Glühwürmchen in Konfigläser. Nicht, dass der Touran viel an Sound zu bieten hat, aber als Dinosaurier freut es mich, dass es noch ein ganz einfaches Doppelauspuffrohr hat, ohne sinnlose Blende. Das Interieur ist ein massives Upgrade gegenüber dem Vorgänger. Während ich den Touran in vielerlei Hinsicht super gefunden habe, hat mich der Innenraum aber eher enttäuscht gehabt. Jetzt ist es aber anders. Wir haben hier Piano-Lack-Elemente, wir haben Ambientenbeleuchtung, wir haben ein Leder-Sportlenkrad, Alcantara-Sitz. Könnte nicht besser sein. Es ist kein Bentley, aber es lebt sich ganz gut da rein. Und die Kinder fühlen sich auch wohl, weil es relativ hoch hockt. Er ist kompakt, super einfach und angenehm zum Fahren, hat viel Platz und einiges an Gadgets wie Einparkhilfe, Müdigkeitserkennung, Sensoren rundum und andere Sachen. Aber wie ihr wisst, bin ich nicht so elektronisch im Firlefanz interessiert. Schau mir lieber, wie er fährt. Ja, immer noch ein Schlüssel und ist völlig okay. An dieser Stelle wollte ich eigentlich die Tiraden ablassen. Über Fahrmodi generell und die vom Touran im Speziellen. Aber dann hat sich herausgestellt, dass die Akkus von meinen Kameras nicht lang genug haben. Wenn du einfach so ein bisschen am Rumfahren bist, und das kannst du gut mit dem, merkst du, dass die Steuerung leichtgängig ist. Das DSG unterstützt dich immer mit dem passenden Gang. Die Rundumsicht ist super. Sogar die Ansäule verdecken den Blick nicht sonderlich fest.
Und das Auto ist zwar länger als ein Golf, um ca. 30 cm, aber weil der Radstand etwa gleich ist der Touran genauso agil und wendig. Apropos agil und wendig. Das Fahrwerk in diesem Touran ist passiv. Und das ist okay. Ein adaptives Fahrwerk ist nicht unbedingt besser. Aber das passive Fahrwerk ist definitiv leichter. Die Sache ist aber, bei schlechtem Asphalt und bei höheren Geschwindigkeiten wird die Vorderachse nervös. Und die Schläge kommen dann ungefiltert durch und es poltert. Die Fachpresse hat natürlich hauptsächlich das adaptive Fahrwerk getestet und hat eigentlich durchweg Lob bekommen. Das heisst, eventuell ist das adaptive Fahrwerk in diesem Fall doch besser. Ich bin noch nie mit einem alten 911 gefahren, wo sie ja sagen, dass die Vorderachse unruhig ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass das etwa ähnlich ist wie bei dem, wenn es dann ein bisschen schneller wird und holpriger. Du hast dann das Gefühl, dass die vorderen Räder den Kontakt zum Asphalt verlieren. Wirklich gefährlich wird es nicht. Das Fahrzeug ist immer noch stabil. Aber es ist unangenehm und du verlierst ein bisschen das Vertrauen. Aber umso besser verhebt die Hinterachse. Auch wenn, gerade wegen dieser weichen Abstimmung, das Fahrzeug in eine Kurve eintaucht, bleibt das Heck neutral. Aktuell ist das Fahrzeug auf Pirelli Cinturato P7 Pneu unterwegs. Spannend wird es, wenn es nächstes Jahr dann neue Pneu gibt. Dann sieht man auch, wie viel von dem Ganzen am Pneu hängt und wie viel am Fahrwerk. Die Alcantara-Sitze vermögen aber immerhin einiges von dem Gepoltere rauszufiltern. Auch sonst habe ich Freude an diesen Sitz. Du hockst aufrecht und auch bei längerer Fahrt wird es nicht unbequem. Was aber ist, wenn du wirklich anfängst, hunderte von Kilometern aufeinander zu biegen, wünschst du dir, du hättest ein bisschen mehr Unterstützung im Lendenwirbelbereich. Aber wenn du die elektrischen Sitz bestellst, kommst du die Lendenwirbelstütze über. Die Lenkung ist wie beim Vorgänger auch wieder elektrisch unterstützt. Und genauso wie beim Vorgänger kommt auch wenig Feedback durchs Lenkrad durch. Das ist noch speziell, du bekommst mehr Informationen über den Bodenbelag, über das Viertel über, als durchs Lenkrad. Die Vorderräder sind ein bisschen schwierig zu platzieren, wenn du schneller unterwegs bist. Das gibt nicht gerade Vertrauen. Und die Sportlenkung macht das Ganze einfach straffer, nicht besser. Bringt also nicht viel. Dass das Auto nicht gern gehetzt werden, merkst du auch am Getriebe. Während es bei normaler Fahrt einen super Job macht und praktisch nicht auffällt, ist es beim schnellen Fahren ein bisschen überfordert und haben Mühe, den richtigen Gang zu finden. Du kannst dann nachhelfen, du hast sogar Schaltpaddel da, aber es ist nicht sehr befriedigend. Und auch wenn das Getriebe selber schnell ist, du merkst, das Auto ist unwohl. Es gibt aber auch Situationen, wo das weiche Fahrwerk Spass macht. Zum Beispiel bei einer Autobahneinfahrt, wo es um
um 270 Grad rundherum geht. Dann kannst du einlehnen und weil der Belag dort meistens ja gut und flach ist, bringst du den Touran gar nicht mal so einfach zum Untersteuern. Also es ist wirklich Unebenheiten, die dem Fahrwerk Probleme machen. Ich muss dann häufig an die Theorie von James May denken, dass mit einem langsamen und ja, vielleicht nicht gerade schlecht aufgesetzten Auto, aber sagen wir eher mit einem simplen Auto mehr Spaß kannst haben als mit einem Supersportwagen. Einfach weil es schneller als Limit kann springen und auch im legalen Rahmen. Und es hat schon etwas. Ihr hört es vielleicht, also da poltert es recht, aber es ist nicht gerade eine traurige Sache. Ich nehme den Touran natürlich nie, wenn ich einfach ein bisschen fahren will. Aber es ist nicht so, als hätte mir der Touran nie ein Grinsen ins Gesicht zaubert. Ab und zu macht es einfach Spass, wenn du wenig Grip hast und auch wirklich bei normalen oder eher langsamen Geschwindigkeiten ein bisschen Spass hast. Der Touran macht dir klar, wenn ihm etwas nicht passt. Und doch macht er bei fast allem mit. Er ist wie der Roger Murtaugh von Lethal Weapon. Er ist nicht der Fitteste, aber er ist liebenswürdig und auch wenn er jedes Mal motzt, dass er zu alt für das alles ist, macht er gleich wieder mit.